Salut zusammen, ich bin der Tommy und ich begrüße euch zum ersten FIFA 17 Video. Und zwar mache ich ab jetzt wirklich regelmäßig FIFA 17 Videos, hauptsächlich Food, aber auch Karrieremodus, vielleicht auch Pro Club und Season. Aber jetzt starten wir mit einem Food Draft, und zwar habe ich einen Food Draft Token, jeden Montag bekomme ich eine. Und jetzt geht's los mit den Aufstellungen. Meine falsche 9 als 4-3-3, 4-5-1, 4-4-1-1, 4-3 mit einer falschen 9, oder? Nein, das ist, jetzt sehen wir's. Mit einem ZTM und zwei ZM und 4-2-2-2. Aber ich glaube, ich nehme 4-3-3 zurückgezogen, weil falsche 9, ich weiß nicht, ob das so gut spielen lässt. Und dann haben wir also 4-3-3 und unser Captain, wir können nicht Ronaldo, Mertens, Nani, Sanchez und Bale. Ich glaube, die Sache ist klar, wir nehmen den Ronaldo. Der beste Spieler in FIFA 17, 5 Sterne Skills. Wir gehen auch gerade zum Stürmer und dort haben wir der Jonas, Stindl, Gabbiadini, Jovinko und Volland. Ich glaube, ich nehme den Jonas, aber ich tue ihn dann auswechseln, glaube ich, weil ja, portugiesische Liga, Brasiliano passt nicht so ganz in den Food Draft. Wird nämlich kompliziert. Dann gehen wir auch gerade auf den rechten Flügel. Ich hoffe, wir bekommen den Messi, wir bekommen Ibarbo. Ja, ich glaube, wir nehmen den Iñaki Williams, der hat richtig gute Stats, ist noch mega jung für Athletic Bilbao. Dann gehen wir jetzt weiter mit dem linken ZM. Fellaini, Can. Hm, ja, dann nehmen wir den Kovacic, wegen Liga BBVA oder jetzt Liga Santander. Auch wenn, dann wird es wahrscheinlich einfach eine Liga BBVA oder Liga Santander Squad. Aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm, weil das sind die besten Spieler in der Liga. Gehen wir jetzt weiter mit dem ZDM. Und da haben wir da der Karlström von GC. Alles klar. Aber ich glaube, wir nehmen wirklich San Jose auf Athletic Bilbao. Ist zwar ein gelernter Innenverteidiger, das sieht man an den Stats, aber passen kann er schon. Jetzt der rechte ZM. Der Turan von Barcelona. Oh, der Thiago war auch noch toll, aber der passt nicht so ganz rein wegen der Liga. Nahm aber der Turan. So, linke Verteidiger. Dom. Oh, das sind jetzt alles Non-Rare. Aber ich nehme jetzt aber den Brasilianer, weil er einfach am besten aussieht von den allen. Dann der erste Innenverteidiger. Oh, Alderweireld als Inform. Und der Jimenez, der passt natürlich ganz gut. Uruguayano für Atletico Madrid. Und der rechte Innenverteidiger wird Manolas Inform, nein, es wird der Lemos. Und der ist, glaube ich, mega gut, mega jung. Barcelona hat der Welle. Und jetzt nehmen wir den rechten Verteidiger noch mit. Und das ist der Marcos. Nein, der Cavachal. Oh, der Juan Fran auch. Aber wir nehmen den Cavachal mit, ja, mit der besten Bewertung von allen. Ja, so, naja, hätte jetzt keine gesehen. Und im Goal am besten der Ter Stegen, nein, ist ein Non-Rares. Das ist natürlich nicht so gut. Dann nehme ich einfach der Gomez, der sieht noch am besten aus von der Wert. Ja, und ist noch Brasiliano. Obwohl, macht keinen Unterschied, sind ja beides uruguayanische Innenverteidiger. Dann vielleicht bekommen wir jetzt den Ter Stegen. Und es sieht nicht so. Doch, wir bekommen ihn! Das ist mega gut. Auch wenn er nur 83 hat. Aber besser für unsere Chemie. Haben wir jetzt schon einen 89 und wir brauchen ja noch einen Stürmer. So, und als linke Verteidiger haben wir Felipe Luis Inform. Und den nehmen wir natürlich mit. Für den Brasilianer. Und Innenverteidiger können wir jetzt, oder? Nein, Linksverteidiger. Oh, du Marcelo. Aber, oh, der Alba auch noch. Aber ich glaube, wir nehmen den Alba mit 93 Pace. Kann da noch ein bisschen über die Flügel kommen. Nehmen wir den Felipe Luis einfach auf die Bank mit. Jetzt hier haben wir Auswahl zwischen Paare Flügel und ZM, aber ich nehme aber den Isco, weil Kovacic, naja, außer Pace als ZM hat er nicht wirklich viel. Und jetzt bekommen wir noch auf die Bank Kalu Ganso, 35 Pace. Hat er 5 Sterne? Nein, er hat nur 4 Sterne Skills, aber ja, sieht schon mal besser aus als der Fernandes. Und darum nehmen wir den Ganso.
jetzt wieder Non-Rare spielen. Das ist nicht ganz das Ideale. Aber da muss Sonder. 5 Sterne Skill, 5 Sterne Weakfoot. Ja, da kann man natürlich immer wieder einwechseln. Auch wenn nicht für den Ronaldo, sage ich jetzt schon. Und als Stürmer auf die Bank bekommen wir. Ja, mega geil. Ja, yeah, Silber, das braucht man natürlich. Ah, da nehme ich einfach der Rechtsverteidiger 87 Pace, ist auch nicht schlecht. Dann haben wir da Succes oder Sanchez, weiß nicht, wie man es ausspricht. Nigerianer von Watford. So, und auf der Reservebank haben wir noch Nolito oder Mario Gaspar. Ich glaube, ich nehme den Mario Gaspar. Nolito natürlich gerade gewechselt zu Man City, aber darum nehmen wir den Mario Gaspar. Oh, und jetzt als Stürmer Costa, da könnte man sogar noch verlinken. Oh, oder der Oblak. Ah, Goalie oder Stürmer, das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, Stürmer ist wichtiger, weil du Testegen kannst schon etwas, aber Jonas passt nicht so ganz rein. Und wenn wir jetzt hier noch eine spanische ZM haben, den können wir der Costa mega gut verlinken. Das sieht mega gut. Ich meine, jetzt schon 100 Chemie. Der Turan passt jetzt aber irgendwie nicht rein trotzdem. Mir muss irgendetwas einfallen. Vielleicht bekommen wir noch eine spanische ZM. Wir haben ja noch 3 Spieler, die wir aufdecken können. Und es wird Insigne, Vitolo und Berardi. Aber ich glaube, ja, Insigne oder Berardi. Ich nehme einfach den Berardi mit. 88 Pace, 80 Schuss ist mega gut. Dann haben wir noch Lukaku, Sturridge, Costa, Shaqiri und Perisic. Jetzt ist die Frage, eigentlich müsste man ja den Shaqiri nehmen, weil er Schweizer ist, aber wir nehmen einfach mal den Costa, weil wenn wir da einwechseln können, ist das auch mal eine Waffe. Obwohl man jetzt schon den Musonda und der Berardi. Aber Costa. Und jetzt noch als letzter Spieler, der Herrera passt perfekt für den Costa. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, das ZM ist mega stark. Den können wir dafür den Arda Turan reinbringen. Nein, jetzt habe ich das San Jose genommen, aber ich meine natürlich den Arda Turan. Dann hat der Herrera volle, also fast volle Chemie, wenn der San Jose dann noch reinkommt. Ja. Genau, so sieht es aus, 100 Chemie. Und der Herrera hat dann 4 Spanier um sich herum. Ist mega stark. Ja, und das ist unsere Mannschaft, die jetzt noch ein bisschen Bank machen, damit wir auch ein bisschen Pace auf der Bank haben. Da sieht schon mal mega stark aus, falls sich einer verletzt oder so. Haben wir immer ja, nicht ganz gleichwertig, aber immer einen guten Ersatz. Ada Turan, Costa, Felipe Luis kann man immer mal einwechseln. Und jetzt noch der Manager. Und bekommen da Liga. Wir bekommen Liga Santander Manager. Das passt perfekt. Aber wenn wir eh schon 100 Chemie haben. Und was haben wir? Meine 100. Was haben wir? 184er Food Draft. Ich habe jetzt auch schon den ersten Gegner gefunden. Und ich werde jetzt einfach alle Goal oder alle Chancen so zusammenschneiden, damit es nicht allzu lang wird, weil mein Ziel ist ja, bis ins 4. Spiel, bis ins Finale zu gehen. Und unser Gegner hat jetzt auch der Rushford, De Bruyne, Inform, Bale, Özil. Also ist kein schlechtes Team, aber hinten ist nicht gerade so gut mit Danny Rose, Sacco, Blind und Carvajal. Also es geht besser mit dem Schmeichel im Goal und Bolasie auf dem linken Flügel. Auch nicht der beste Abschluss, aber ich hoffe mal, dass wir den Gegner schlagen können. Also langsam muss auch die erste Chance kommen. Und jetzt der Ronaldo läuft. Und das ist jetzt schon die erste Chance. Und der Ronaldo schießt nur den Schmeichel ab und das geht Eckball. Das ist nur eine kleine Vorwarnung. Ich kann gar. Oh mein Gott, der Costa da mit dem Fallrückzieher. Der ist schon mal mega gut gesehen. Oh mein Gott. Wir kommen jetzt über außen über den Iñaki Williams und der Pass kommt mit, aber er kommt nicht an. Der Gegner kann klar und wir bekommen auch nicht mehr. Und jetzt geht's der Konter, oder? Ja, wenn er es gut. Oh, das macht er mega gut. Lass mich da ins Leere laufen. Und jetzt rechts außen ist alles frei, aber er läuft einfach durch. Und oh nein, meine Gratschi. Aber der Ter Stegen habt. Das ist jetzt mega wichtig gewesen. Was ist jetzt Eckball? Rote Karte! Ohne Grund, oder?
Das ist jetzt so unnötig, der Ball ist schon lange gewachsen und ich kratsch da noch um, obwohl es Eckball war und jetzt Ter Stegen gegen Ronaldo und Ter Stegen hebt nicht. Der Fuß vom Goalie ist fast am Ball, aber er geht trotzdem rein und jetzt muss ich auswechseln. Carvajal die rote Karte bekommen, jetzt kommt der San Jose raus und für ihn kommt der Inform Felipe Luis auf die rechte Abwehrseite. Jetzt der Gegner verdribbelt sich ein bisschen und es ist unsere Chance mit dem Diego Costa. Und der Typ, oh mein Gott, das Pace. Er ist einfach durch. Macht er auch. Er schlanzt ihn in die kurze Ecke. 1:1, das ist verdient gesehen. Aber wenn man es jetzt nicht so gesehen hat, ich habe mehr Ballbesitz und alles. Es läuft einfach. Da hat der Schmeichel keine Chance, wenn der Diego Costa allein vor ihm da steht. 1:1. Oh oh, das sieht nicht so gut aus. Und jetzt der Gegner allein vom Ter Stegen Pfosten und es ist kein Goal, jetzt ist noch 1:1. So, jetzt haben wir wieder den Angriff. Jetzt durch den Doppelpass. Nein, der Pass in Lauf zum Costa und da macht der Schussfinte und wird dort zum Fall gebracht und das geht natürlich auch Penalty. Jetzt haben wir mega Glück gehabt, dass der Sakodo sie beistehen lässt. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Der Costa mit der Schusstäuschung und der Sacco von der Seite und der Ronaldo wird sich die Chance nicht vergehen lassen. Er nimmt langen Anlauf, gerade und bölzt ihn, nein, bölzen kann man nicht sagen, er toucht da rechts unten ins Goal und deppt da zum 2:1. Jetzt der Gegner mit einer guten Chance, aber ich bekomme den Ball noch und jetzt der Konter. Der Gegner steht offen und da läuft der Diego Costa wieder allein auf der Goalie zu, aber der hat keine Pace mehr. Ich will jetzt raus auf den Iñaki, nein, auf den Charlie Musonda, wo ich natürlich eingewechselt habe, mit dem Rabona Fake, scubed habe und der Pass zum Ander Herrera. Aber der Schmeichel hebt da. Das war es dann auch schon gesehen. Wir sehen uns dann im zweiten Spiel und wir hoffen einfach, dass wir nicht rausfliegen. So, das ist jetzt unser zweiter Gegner. Da hat der Pogba in Form, Messi und Ibrahimovic und der Firmino auf dem linken Sturm. Und vorher muss ich noch sagen, haben wir gegen einen Gegner gespielt, der jetzt 1:0 gemacht und dann ist einfach die Verbindung abgebrochen und zum Glück haben wir jetzt das Wiederholungsspiel bekommen. Also, jetzt müssen wir gewinnen. Wir kommen jetzt über den Iñaki Williams, Herrera mit dem Weitschuss, aber da wird abblockt. Jetzt der Gegner mit dem Konter, aussen läuft der Firmino und der hat nicht so viel Pace, oh, aber der macht es mega stark mit L2, R2 auf den Ibrahimovic, nein, ich sage jetzt nicht, er sweatet und der Pogba macht den flach in die lange Ecke, also man muss sagen, er hat es mega schön rausgespielt, aber dann der Sweat hat mich gekillt. Jetzt der gegnerische Goalie mit dem Abschlag, aber der San Jose kann da erobern und da spielt auf der Kost und da macht das sensationelle Lüpfer über die Abwehr und in Williams mit dem Pass in Mitte und der San Jose macht es 1:1. Endlich hat er noch eine Chance gehabt mit dem Herrera, ist knapp über die Latte, aber jetzt der Basque von Athletic Bilbao macht es 1:1. Ich muss sagen, ist besser rausgekommen, als ich gedacht habe. Der Costa mit dem Pass, also mit dem hohen Pass, der William mit dem Flachpass und dann der San Jose, der nur noch reinschieben muss. So, jetzt haben wir wieder die Chance über Diego Costa. Der spielt wieder auf der Musonda, den ich eingewechselt habe. Und der Arda Turan. Er ist gerade eingewechselt, erster Ballkontakt mit links in die lange Ecke. Unhaltbar. Also das ist jetzt mega krass. Ich habe den Musonda eingewechselt, der macht den Assist mit dem ersten Ballkontakt. Arda Turan mit links mit dem schwachen Fuß. Erster Ballkontakt in die lange Ecke. 2:1, das ist jetzt mega wichtig. Der Gegner jetzt über die rechte Seite, aber das ist Offside. Oder nicht? Nein, es ist so klar gewesen. 84. Minute, Messi mit dem 2:2. Obwohl der Linienrichter, man sieht es vielleicht, nein, nicht in der Wiederholung, aber der Linienrichter hat Offside angezeigt und ich habe gedacht, die Situation war klar, dann steckt er noch durch zu Messi. 2:2 ist jetzt so dumm gewesen.
Wir dürfen jetzt einfach nicht das 3-2 bekommen. Jetzt der Gegner wieder. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Und da ist der Murillo, was 3-2 macht. Ich kann es gar nicht in Wort fassen, das ist jetzt so bitter. Wir sind so lange am 2-1 Führer gewesen, also nicht so lang, aber wir sind einfach besser gewesen. Und trotzdem schafft der Gegner jetzt in so kurzer Zeit, in den letzten 6 Minuten, glaube ich, 2 Goal. In den letzten 3 Minuten sogar, oder 4. Ja, keine Ahnung. Wir sehen uns dann bei den Packs wieder. Also, man ernsthaft 3-2 verloren. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Preise bekommen, weil wir haben ja ein Spiel gewonnen. Das ist jetzt so peinlich, dass in der ersten Folge ein Sieg nur rausspringt. Wir haben ein Goldset, ein Silberset und nochmal ein Premium Goldset, glaube ich. Ja. Wir machen als erstes ein Silberset auf und wir bekommen einen Rare-Spieler aus Australien, der Riston. Naja, es geht besser. Und sonst alles non-rare. Und sogar neue Bronzespieler, das ist wirklich bitter. Das kann auch alles im Verein hinzufügen. Dann machen wir weiter mit dem normalen Goldset. Ein seltener, ich hoffe schon, ist seltene drin. Nein, auch nur mit non-rare. Alario. Oder Alarit, hast nicht können lesen. Ja, von River Plates. Ist jetzt auch nicht gerade so das Wahre. Seltene Goldvertrag, auch alles im Verein. Darmstadt Liebling wird abgestoßen. Jetzt gehen wir zum Premium Gold Set. Und jetzt haben wir einen Rare-Spieler drin. Oder auch nicht. Pardo. Und der Hediger. Wahrscheinlich ist der Hediger ein Rare Silberspieler und ist mein bester Spieler im Pack sozusagen. Und wenigstens hier nochmal ein Gold-Set gratis. Auch wenn uns das nicht wirklich viel bringt. Also ist schon bitter. Aber ich denke, wir werden nur mal so eine Foodcraft machen, weil es ist ja jetzt wieder Montag sozusagen. Das heißt, ich bekomme heute wieder einen Foodcraft Token und jetzt ein Non-Rare Italiano Gamberini. Naja, mit Stoke City Liebling als Rare Objekt. Also es geht wirklich besser. Und ich würde sagen, das war es gesehen mit der heutigen Folge von Foodcraft. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Das war dann FIFA-Karrieremodus mit dem FC Basel. Bis dann, eure Tommy. Ciao.